gar nicht. Die machen wenigstens mal. Grüß Gott. We're back! Wir sind wieder hier in unserem Studio 4. In unserem Revier. Grüß Gott. Die Roadshow Nummer 8 zum ersten Mal, seit wir alle an Corona fast gestorben wären oder. Doch fast schon sind. Ja, der Schlagzeuger tut nur die Hände desinfizieren. Ja, ich traue den dreien da ja nicht, diesen Bazillenschleudern da, deswegen Ja, weil du halt noch alles angreifen wirst. deswegen gehe ich So. lieber So ein Scheiß, ja? Was redest du lieber da, ja? auf Nummer sicher. Du den Fetzer vom Gesicht, aber. Ja. Die Maskenpflicht ist gefallen. Die Maskenpflicht ist gefallen. Weg damit. Ach so. Ja, setz mal wieder auf. Ja. Ist gescheit. Vielleicht ist es auch Ihnen heute aufgefallen auf der Straße, im Geschäft oder beim Trödelmarkt. Menschen Die tragen wieder, Maskenpflicht ist gefallen und es Menschen war gescheiter, tragen sie wieder nicht ihre aufsetzen. Scheißgesichter. Ja, sie stellen ihre Fratzen zur Schau. Wir sagen Stopp dem Entmaskierungswahnsinn. Unser Volksbegehren gemeinsam mit der FPÖ und mit der XPÖ. mit der Liste Pilz, Stopp dem Demaskierungswahnsinn. Das macht mir erst am Aschermittwoch nämlich. Ja. Ja, willkommen zurück. Wir waren in Quarantäne, haben tolle Sachen erlebt. Lumpi, was hast du gemacht in der Quarantäne? Erzähl mal. Na, bist du Mopedfuchs. In der Quarantäne habe ich gelernt, dass es sowas gibt wie einen Besen. Ja? Was? Und ja, der ist in der Ecke. Nein! Ich habe mir zuerst immer gedacht, was ist das? Ich habe immer drüber da stessen. Ne? Und jetzt habe ich den so genommen und dann ist nur von einem Fleck am anderen auf einmal immer finsterer geworden, aber dort, wo ich war, ist heller geworden. Und dann habe ich das genommen, was finster war, und habe es in was anderes rein da, das noch finsterer war. Aber dort, wo es war es hell. Ja, Also das war Urlaub. War das jetzt so ein Besen, der in so einen Köcher gesteckt ist, neben dem Klo? Nein, das... Du musst aufpassen, das zum Aufwaschen. Nein, du Ja, redest, der ist für den Popo. du redest von meinem Staubsauger, ja, den habe ich dann auch genommen. Ja. Ja, bei mir ist sowieso dunkel Den hatte im ich Popo. dann auf der weißen Keramik, habe ich gesaugt, ja, mit dem, wie heißt das? Pömpel, ja, Pömpel war das. Ja, das Er tut mit dem Staubsauger im Klo, das, so kann man auch Verstopfungen raushauen. Man zündet Ja. sich zwar noch, aber ja, okay, ich hab's benutzt. Friedhof, was hast du schon gemacht in der Quarantäne? Was habe ich in der Quarantäne gemacht? Ich habe dasselbe. Warst du nicht irgendwie über einen großen Teich, wie das ausgebrochen ist oder so? Oder Da war ich schon lange wieder da. Was statt laut, oder was? Das heißt, du hast das eingeschleppt, ne? Könnte sein, es waren noch keine Kontrollen. Na, ansonsten habe ich eigentlich dasselbe gemacht wie sonst auch, aber ich bin einfach deppert und faul ausgesessen und habe nichts gemacht. Nur mit dem Unterschied, diesmal habe ich mich wie ein Held gefühlt. Ja. Weil ich es für die anderen gemacht habe und nicht für mich selbst. Super, ja. Ja, na war halt schon wichtig. Ja, was hast du gemacht? Ja, naja, so wie er bin ich zum Hausmann geworden, weil zu Beginn der Covid-Zeit ist die Renate mit die Hunde und die Kinder abwascht. Ich habe dann quasi, um Schon mich wieder? selbst vor dem Verhungern zu retten, kochen gelernt. Ja? Wie das ausgegangen ist, sehen Sie vielleicht später. Aber ich bin nicht verhungert, wie man sieht, und mich schaut ganz gut aus. Also ich sage, es hat Ich funktioniert. sage ja zu Corona. Ja zu Corona. Corona, ja bitte. Obwohl ja, wir heute ein anderes trinken. ich habe mich auch in der Corona-Zeit natürlich wahnsinnig gehen lassen. Ich habe daheim sämtliche Mausefallen einmal entrümpelt, da waren schon mehrere Mäusefamilien drin aus den letzten 20 Jahren. Da musste mal Platz gemacht werden. Zwischenzeitlich habe ich dann meine Weltreise fortgesetzt nach China, sehr zu empfehlen. Ich war in Wuhan, eine kleine Stadt. Hast du die Mäuse verkauft dort, oder was? Ja, natürlich, ich habe den Mäusen Flügel angeklebt und sie auf einen Markt verkauft zum Essen. War der in China, also ich glaube, das wird sich durchsetzen, diese Fledermaus-Frikassees kommen gut an. Muss man probiert haben, wenn man mal Vor allem Ich glaub auch, exotisch, also- richtig aus Österreich importiert. Hast Nach du Wuhan. gesagt erotisch? Exotisch. Außer du hast das pudert. Aber nicht, ich vermeide Geschlechtsverkehr mit Fledermäusen. Ja. Eben Was wegen waren die Corona Mäuse? und so, ne, was Ja. das ist. Aber mit einer kann interessieren, falls Also Batman, keine Sorge. ja, du wirst, dir wird nichts passieren. Du wirst nicht gepimpt, nur Catwoman. du musst wieder mit Robin falls ihr fahren. in der Quarantäne irgendwas Neues erlernt habt oder irgendeine neue, vielleicht habt ihr irgendwelche neuen Menschen entdeckt daheim. Jetzt warst du daheim und sagt, da wohnt ja noch wer. Ja, Und bei dann mir sagst im du, Keller wohnt eine ganze Familie. Nein, das heißt, darauf ist es eure Frau oder eure Ehegatte oder eure Freundin. Ja, schreibt uns in den Chat, was ihr so erlebt habt in der Quarantäne und was euch so geblieben ist und ob ihr euch vor der zweiten Welle fühlt. Ich fürchte mehr vor der 7. Welle, aber die zweite wird sicher auch ganz lustig. Ja. schon. Naja, wir sind ein Binnenland, da ist wellenmäßig wenig los, sage ich mal. Außer es fährt jetzt einmal der DDSG-Stampfer vorbei, dann gibt es ein bisschen Welle. Also ich quäl mich nicht mit der Welle.
Aber gutes Stichwort Bienenland. Bienenland. Auch wir mögen die Bienen. Ja, Und, vor allem die Meier, die was wir so Meier gemacht haben, die alte. ja, mit den Willi-Alten. Mit meinem Willi. Aber, Die Biene mache ich Meier aber mit wirklich meinem gutes Stichwort Willi. Bienen, weil die Bienen sind ja um diese Jahreszeit immer sehr emsig und fleißig. Emsig, und, ja. und produzieren ohne Ende. Und das haben auch wir getan, nämlich Ja, das voll recht. Heiland, das Highlight, Heiland, jetzt flippe ich komplett aus. Ist immer noch in Ostern. Das Highlight jeder Roadshow. Ladies and Gentlemen, Sie haben nicht darauf gewartet, wir haben es trotzdem gemacht. Wir präsentieren die zweite Staffel. Die zweite Staffel. Die zweite Staffel von Simmering ist überall. Und wer die letzte Folge der ersten Staffel gesehen hat, weiß, Plan Xi. nervenzerreißend, Plan Xi wird in die Tat umgesetzt. Also ohne weitere Umschweife und Umschwänzelungen. Bist du der Ich würde sagen, Schleichen Sie sich hin. halten Sie sich fest, Film ab. Diese scheiß Rauspiepen, denen zahl ich's heim. Bleibt jetzt, steht da. Da, nicht fest! Wenn euch mein Leben lieb ist, dann müsst ihr Folgendes tun. Ruft eine Pressekonferenz ein und gebt bekannt, dass sich Rotzpiepen aufgrund von persönlichen Differenzen auflösen. Wir müssen Plan Xi aktivieren. Plan Xi! Simmering ist überall, es ist wurscht, wo du bist. Du wirst von uns nicht verschont, Simmering ist überall. Du kannst dich nicht verstecken, weil wir wissen, wo dein Haus wohnt. Simmering ist überall, es ist wurscht, wo du bist. Du wirst von uns nicht verschont, Simmering ist überall. Du kannst dich nicht verstecken, weil wir wissen, wo dein Haus wohnt. Es ist immer dasselbe mit dir, Arschlöcher. Friedhof ruft den Präsidenten an. Genau. Die Heiseln wissen ganz genau, dass der alte 23 Stunden am Tag schlaft. Immer gleich. Sehr geehrte Damen und Herren der Presse und natürlich auch lieben ÖsterreicherInnen und Innen vor den Fernsehkasteln. Es freut mich, dass jeder von Ihnen persönlich so zahlreich erschienen ist für diese Ankündigung. Wir, Rotzpiepen, ja, als österreichische und auch internationale erfolgreiche Band im Genre des Wiener Milieu Simmeringer Varieté Special Gurken Superchars, ja, haben so viele Top-Chart-Platzierungen hinter uns und so etwas geht nicht spurlos an einen Band vorbei. Ah, servus Karl, gut, dass du abhebst. Ich hab's jetzt schon den ganzen Tag probiert. Ja, wurscht. Ja, danke, mir geht's gut, alles leibend. Die Jacqueline, du, keine Ahnung, was die Jacqueline geht, ich weiß nicht, was die macht. Ich glaube, die ist in Pension gegangen. Ja, das ist ein harter Schlag für uns alle, ich weiß. Wir sind auch alle totraurig, aber da kann man nichts machen, da müssen wir jetzt durch. Na, ich hab's auch schon 100-mal gesagt, mit einer Alten und dir mache ich keinen Dreier. Vergiss das, machen wir nicht. Ja, und die Chick aus Ungarn, das nächste Mal, wenn ich fahre, kriegst du das. 2 Stangen Marlboro. Ich weiß, alles klar, kriegst du das nächste Mal. Du, jetzt lass mich mal kurz reden. Ganz wichtig, und zwar, du weißt, wir haben oft darüber geredet, wir haben gehofft, dass es nicht mehr so weit kommen wird, aber es ist passiert, wir müssen Plan Xi umsetzen. Du weißt, wenn die Öffentlichkeit erfährt, dass wir zurücktreten als Band, wird es Massenpanik geben, die Leute werden auszucken, die Stadt wird brennen. Der Lombardi hält jetzt schon die Pressekonferenz, also die Zeit drängt jetzt wirklich schon. Sowohl das niveauvolle als auch niveaulose Kommentare von dem Internet können wir nicht mehr dem dulden. Auf dessen haben wir bedacht, dass wir haben Flasche leer, wir müssen einen kreativen Pause einlegen. Radio Rumpelstilzchen, Schlager für verträumte Stunden. Ja, die Pizza war nicht schlecht, ne? Ja, da ist ja noch was vom Pizzarangel. Wow. Wow. Es ist so scheiß fad. Nichts zum tun.
ein bisschen Internet zappen könnte. Jawohl, Alter. So, dann locken wir sie mal ein. Beastfucker 666. Gehen wir, Alter. Okay. Ein Virus. Okay, von mir aus können wir auch ein Virus machen. Wichtig ist ganz einfach, dass die Leute ruhig bleiben. Okay, dann macht ihr dann eine Ausgangssperre und die Leute dürfen nicht rausgehen. Das ist natürlich nett, deppert. Ja, das können wir von mir aus so machen. Das ist in Ordnung. Ich glaube, das passt für alle. Es tut mich Ihnen sehr leid, dass Sie nun angewiesen sind wieder auf Christel Stürmer und Andy Gabalé für Ihren musikalischen Eierspeis. Ich habe fertig. Das ist nicht einmal ein Spürerl, Jungs. Die Grafik, der Wahnsinn. Ja, scheiße, die ins Bein scheiße. Eine wichtige Eilmeldung hat uns soeben erreicht. Was? Protzpippen treten zurück. Ui, Hurra! Ich habe noch was zu tun gehabt. Ich muss ja noch wieder anrufen. Pass auf. Sind wir wieder da? Wahnsinn, ha? Welch Spannung! Also wenn das schon Cliffhanger war, und natürlich bleibt die Frage, wem gehört die grüne Hand am Schluss? Ist es Richard Lugner, ist es David Hasselhoff oder ist es gar das Osterhasi? Finden Sie es raus bei der nächsten Folge. Wir selber wissen es auch noch nicht. Und das stimmt sogar. Und falls Sie es vergessen haben, wir sind ja auch so nebenbei eine Band mit Liedern und die wollen wir endlich wieder mal spielen. Wir haben seit 3 Monaten nicht geprobt. Erwarten Sie das Schrecklichste. Ja, mehr als habe ich nicht. Als Kinder lernt man gehen, das ist quasi kinderleicht. Doch beim Kirchen braucht's viel länger, bis man Perfektion erreicht. Wer früh lernt, wie man sich bückt, hat später kein Problem für Rückgrat. Wird auf einer Spur aus Schleim erfolgreich sein.
Ja, es war so schlimm. Die Hälfte von der Band sich entfernt hat. Na, da ist er wieder, der Schlagzeuger ist wieder da. Der hat sich nur buckt schnell. Ja, schön war's. Ich hätte... Irgendwas war Arsch. Sollen wir weiterspielen oder? Scheiß Corona, lass mir so viel Lebenszeit gestohlen. Ich koch jetzt selber, da kenn ich nix. Ich zeig euch alle meine Kulinartricks. Ich hab schon ein Lied angefangen. Freitagnacht komm ich zu dir mit einer Mutstrom Erdstelle von deiner Tür. Du bringst mich in dein Zimmer, du schmeißt mich in dein Bett. Ich weiß nicht, wie ich meine Corona-Quarantäne ohne dich verbringen wird. Manchmal machen wir es unterm, ich weiß gar nicht, wo wir es machen. Machen wir es mit der Masken. Manchmal machen wir es mit der Masken, manchmal machen wir es gar nicht, weil 1 Meter Sicherheitsabstand ist beim Pudern recht blöd. Dann bringst du mich auf dein Zimmer und du schmeißt mich auf dein Bett und du reibst mir die Desinfektionsmittel ein, bis ich nicht mehr red. Pudern in der Quarantäne, Pudern in der Quarantäne. Es ist die Schirche und du bist die Schöne. Pudern in der Quarantäne, Pudern in der Quarantäne. Wir haben das Desinfektionsmittel in die Vene. Yeah. Total. Das ist dann für unser nächstes Album. Also es gibt ja schon eine Band, die haben 2 Alben jetzt gemacht in der Zeit. 2 Alben, 2 Konzeptalben zum Covid veröffentlicht. Die Tiger Lilies, Covid 1 und Covid 2. Die haben die zweite Welle quasi musikalisch vorweggenommen. Das heißt ja Covid-19 Part 1 und Wave 2. Um jetzt einmal Werbung zu machen für die Konkurrenz oder wie sagen Mitbewerberinnen. Ich lieb den Frühling, ich lieb den Sonnenschein, wann wird es endlich mal wieder Sommer sein? La, 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 sowas find ich schön. Was liebst denn du? Ich lieb das Saufen, sogar am Nachmittag, wenn ich nicht mehr gehen und nicht mehr scheißen mag. Wir trinken Soda und trinken, das find ich alles schön. Trunkel, trankel, trunkel, trankel, trunkel, trankel, yeah, yeah, yeah.
mich klingt alles normal. Ich weiß nicht, was die Leute haben im Chat. Erzählt es uns genauer oder, weil das, was ich her klingt eigentlich so geschissen wie immer. Also ich weiß nicht, was das Problem ist. Also Leute, wir machen jetzt einfach noch ein Lied und sollte es wirklich vom Ton nicht besser sein, bitte bombardiert uns im Chat. In genauen Lettern, in Großbuchstaben, in Blockschrift und Normschrift. Wie gesagt, wir probieren es mal, wir spielen noch ein Lied und dann gebt uns Bescheid, falls der Ton noch immer nicht passt, dann müssen wir mal gucken, was da hat. Okay, spielen wir noch schnell an, sonst haben wir viel Zeit vertrödelt. Also, Peppi Viertel. Okay, passt. Also, die Nummer ist von unserem zweiten Album und heißt Peppi und Viertel. Wenn über Wien den Morgen kommt, dann mach sie wieder auf die Gasse dran. Weil das Teufelsdestillat der ganzen Stadt wurde unschädlich gemacht. Von wem? Ja, nur von Pepe und Theo. Soll für uns an der Bar. Ja, Pepe und Theo. Saufen nicht nur für zwei. Na, na. Auf dem Radmobil. Viel zu viel Mobil. Und das. Ui! So, war es jetzt besser? Ich hoffe, es war besser.
Keine Beschwerden im Chat, dann war es wahrscheinlich super. Und es folgt nun eine kleine Ode an unseren an den Präsidenten der Herzen eigentlich, weil er es ja nie wurde. Ja. Naja, nicht nur deines Herzens, sondern auch meines Herzens. Und meiner Leber, ja. Die Herzkönigin. Stimmt, die Herzkönigin der österreichischen Politik. Ladies and Gentlemen, viel Spaß mit einem unserer schönsten Videos, wie ich meine, nämlich, weil hauptsächlich ich darin vorkomme. Ladies and Gentlemen, Lugner! My name is Lugner. Ich wohne in den Fernseher drin. Jede Woche auf ATV. Zwischen Werbung und Bauersuchtsau. Ich weiß nicht, wie mein Alte heißt. Ich sag halt Mausi, weil's grad passt. Hauptsache sie ist schön als ich. Hauptsache sie ist schön als ich. Hauptsache sie ist schöner als ich. Baumeister Lugner steht auf meiner Wohnungstür. Und wenn du jung und billig bist, dann steht sie immer offen für dir. Ich weiß nicht, wie mein Alte heißt. Ich sag halt Bambi, weil's grad passt. Hauptsache sie ist jünger als ich. Hauptsache sie ist jünger als ich. Hauptsache sie ist jünger als ich. Ein Hänsel tut mir Interview, wo ich grad geh und steh. Beim Vorsig mit der Botox spritzen und am Opernball beim Gacki geh. Er holt mir's Mikro vor mein Gefries, weil er noch ein bisschen depperter ist. Er ist ein bisschen blöder als ich. Er ist ein bisschen blöder als ich. Er ist ein bisschen blöder als ich. Mein Name ist Lugner. Hab ich das schon mal erwähnt? Und weil's bei uns um nichts mehr geht, werd ich euch ein Präsident. Und ist die Kati nicht zu gemein, darf sie mein First Spazi sein. Sie ist ein bisschen blöder als ich. Sie ist ein bisschen blöder als ich. Sie ist ein bisschen blöder als ich. Und ihr schaut euch den Scheißdreck an. Haut euch noch ein bisschen über mich an. Ist das so coole, blöder als ich. Ist das so coole, blöder als ich. Ist das so coole, Lugner als ich. Hörtl für Präsident! Das schneidet man dann am Schluss. Guck mal, da ist nicht deppert, warum das machen. Oh, ist okay. Grüß Gott. Corona vorbei, das heißt, diesen Schwachsinn können wir jetzt einmal wegstellen. Da weg, ja. Weg damit, Corona passé. Endlich wieder Biersommeliers live, grüß Gott. Guten Tag, guten Tag. Achso, Entschuldigung, darf man noch? Achso, warte, ja, So, also Biersommeliers, endlich wieder live, endlich wieder Bier. Und es hat uns wieder jemand Bier geschickt, was wir sehr nett finden. Darum auch die Aufforderung, wenn Sie uns Bier zukommen lassen möchten, dass wir blind verkosten sollen, Genau. dann schreibt uns auf Facebook eine Nachricht oder an booking@rotzpippen.at und da kriegt ihr eine Adresse, wo ihr das Bier oder
Briefbomben oder Drohschreiben hinschicken Ja. könnt. Also wenn es Bier ist, wird die Adresse in Wien sein, alles andere wird die Adresse wahrscheinlich das Bundeskanzleramt sein oder sonstige Einrichtung. Washington, ja. Auch wenn es jetzt vielleicht im Fernsehen nicht ganz so ausschaut, weil im Fernsehen ja immer alles ein bisschen kleiner ist oder größer oder anders halt. Unser Abstand ist wirklich 1 Meter, auch wenn man es nicht glauben möge. Es ist 1 Meter. Ja, und ich würde sagen, ich freue mich schon drauf, Zacharias. Endlich wieder Bier zu trinken. Wir trinken endlich wieder Bier und wir sind gespannt, was es ist. Nicht explodiert. Einmal. Der Hörtest sagt, ja, Bier Das hat man uns angesprochen. im Aluminiumgebinde. Ja, dann Prost. endlich wieder. Zum Wohl. Puschig eingepackt ist. Das heißt, ich werde diesmal nicht viel Mühe machen. Also die Regeln. Nein, die Regeln Wir haben sich trinken Bier und sagen dann ja. Die Regeln haben sich nicht verändert seit letztem Mal, also kommen einmal im Monat bei Frauen. Also die Regeln. Ja, wir kosten blind Bier, das uns geschickt wurde und müssen erraten, um welche Marke es sich handelt. Unsere bisherige Trefferquote 0,0%. Ja, man sieht, wir wird sind sich heute ändern. ja, Professionals. Ja, ich denke auch. Sears Slut. Searslat, ja eben, das ist so, wie wenn man eine verwesende Leiche riecht. Das ist ja auch nicht Sears, sondern mehr Searslat. Warum riechst du eine verwesende Leiche? Machen wir hin und wieder. Jeder braucht ein Hobby, ne? Wir sind prinzipiell misstrauisch, uns wurde ja schon geschickt alkoholfreies Bier, uns wurde geschickt Radl. Deswegen misstrauisch, weil man so viel Mist schon gesoffen Ja, also ich glaube, die Leute denken, sie versuchen wirklich das grindigste Bier und schicken es uns an. Es hat aber im Nachgeschmack was Gutes, muss ich sagen. Also so wie beim Kapsreiter. Wenn man das erste trinkt und der erste Schock vorbei ist, wenn man es getrunken hat, gibt es dann so kurz einen Moment, wo man sich denkt, no, Ich meine, es ist besser als eine Milch. nach dem 17. Bier ist es schon wurscht, was ich sage. Da kannst du bei Terpentina geben. Also. Stimmt. Hauptsache wir Wobei, pfeifen davon. wann ist der 17. Bier? Das ist eigentlich ja immer, weil du hörst ja nie auf zum Trinken. Also mir schmeckt es gar nicht. Dürfen wir von der Regie einen Tipp haben? Ist es ein heimisches Bier? Können wir es nicht Wir müssen jetzt einen Tipp abgeben, gell? Okay, also ich glaube, das ist ein original chinesisches Fledermausbier. Tsingtao meinst du das? Das ist das vom Fledermausalter gezapfte. Ich weiß nicht, irgendwie... es Nein, schmeckt echt ja, komisch. Chinesisch würde gut passen. Nein, das, Ich sage, es ist ein heimisches, weil wer hat es denn geschickt? Weiß man das? irgendeiner aus... Das darf man auch nicht wissen. Nein, gell? irgendein Typ aus Währing, glaube ich, hat das geschickt. Ja. Nein, das ist immer blöd, weil wenn Nein, aus Liesing, das sind die größten Bayern daheim. Okay, dann wird das ein Beidelbier sein, oder was? Ich glaube, das ist vielleicht eine Urinprobe aus dem Tierschutzhaus, das ist drin in Liesing, oder? Das kann sein. Irgendwo muss man ja quasi den ganzen Urin vom Gasse gehen entsorgen. Es schmeckt entsprechend. Also, Ich sage jetzt Hab ich einmal, schon gesagt, Otterkringer. vielleicht ist haben wir einen Schwächerter gehabt eigentlich? oh ja, schon. Hatten wir schon Schwächerter? Wir haben schon mal Schwächerter geraten, aber es war wahrscheinlich Ich kein. sag, Wir es werden jetzt einfach ist so ein lange Schwächerter. Schwächerter sagen, bis er mal Ich sage, kommt, ja, dann schickt es wieder keiner. passt. Nein, ich sag Schwächerter und du? ich sag Otterkringer. Warte, lass noch zu, ich schaue mir zuerst rein. Ja, das sagt mein Schwager auch immer, das ist klar. Na. Oh ja. Okay. Also keine Trinkempfehlung von meiner Seite, mir schmeckt es nicht. Ja, was ist das für eins? Das Discounter-Bier, oder? Kennt man das? Pittinger? Mein Schwager sagt das nicht. Ja. Na, Pittinger, es klingt schon sehr... Gebraut nach dem Reinheitsgebot von 1516, das ist angerannt. na das... Das Bier ist 504 Jahre alt, ne? Klar, das ist noch nichts für Liebe Leute, schickt uns K.O. Grenzbier von 1500 bitte mehr. Das kann man... Ein Schankbier, Ja, was es ist ist ein das? Schrankbier. Schankbier. Stöß ein in den Schrank. Kühlschrank? Schankbier aus der Dose. Okay. Ja, es widerspricht sie in sich schon. Also man kann sagen, es steht weiterhin 17:0 fürs Publikum. Wir haben es wieder mal nicht erraten, weil wir sich einfach scheinbar einen Träger ausgeben, weil wir immer das gleiche saufen. Ja. Aber machen wir das jetzt wirklich? Wir sagen jedes Mal Schwächerter, bis irgendwann stimmt. Aber zum Rülpsen reicht es aber. Dann hätten wir zumindest eins richtig. Dann schickt uns aber keiner Schwächer da. Naja, scheiße. Passt das aber gut zum Bier passend, nicht? Was zum Essen. Ich hätte auch eine Idee. Nachdem ich ja kochen gelernt habe in die Ferien, man kann es ja optimistisch quasi machen. Ne? Habe ich mein großes Talent gleich umgesetzt in Weltrettungs... wie sagt man? Lukulische Kreativität. Ja, lukulische Kreativität. Also die Menschen sollen von mir etwas lernen, die sollen genau wie ich quasi gerettet werden vom Verhungern. Also vor dem Verhungern. Und deswegen gibt es eine neue Sendung und sie nennt sich Zararissimo und genießen Sie die allererste Folge. Es wird ein lukulischer, ein Augenschmaus fürs Ohr. Es wird urgeil.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der aktuell bestesten Sendung zum Thema Kochen, die das Internet hergibt. In Quarantänezeiten habe ich gelernt, auch ohne Würstelbuden und Kebabstandeln auszukommen und habe quasi die Leidenschaft zum Kochen entwickelt. Es war hart, aber es hat sich gelohnt. In der Quarantäne bin ich quasi zum Weltmeister geworden in Vollkontakt-Kochen und jetzt zeige ich Ihnen, wie Sie von meinem Genie profitieren können. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie wir einen Klassiker der Gemeindebaukulinarik zubereiten, und zwar ein herzhaftes Gulasch. Wie der Zufall so will, habe ich heute beim Einkaufen beim Discounter dieses Gebinde gefunden. Es ist vielleicht Gulasch drin, ich denke mal eine 50%ige Wahrscheinlichkeit besteht. Und nun bereiten wir zu. Alles, was Sie tun müssen, ist die Dose zu öffnen. Na wurscht. Ein richtiger Heimwerker hat natürlich immer das richtige Werkzeug parat, um auch mit so kleinen Problemen fertig zu werden. Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt, sagt der Dichter Fürst. Unser Gulasch ist offen, es ist tatsächlich ein Gulasch drinnen und kein Katzenfutter und auch kein Obstsalat. Das heißt, wir können nun mit dem Kochen beginnen. Dazu brauchen wir nichts weiter als einen Teller, in den wir unser Gulasch hineinleeren. Voilà! Dieses Gulasch stellen wir nun unter keinem Rühren in die Mikrowelle und schalten den Zeitraum ein. Und während unser Gulasch friedlich in der Mikrowelle vor sich hinschmuggelt, löschen wir mit einem kleinen Schuss Bier, um den Geschmack abzurunden. Prost! Fertig ist unser Überraschungsgulasch, und damit es nicht nur ein Ohrenschmaus fürs Auge wird, sondern auch ein Gaumenschmaus für den Mund, haben wir mit raffinierten Beilagen clevere Akzente gesetzt. Und nun kann es auch schon ans Essen gehen. Nach einem anstrengenden Tag in der Küche können wir uns endlich den Früchten unserer Arbeit widmen und probieren einen kleinen Bissen von unserem herzhaften Überraschungsgulasch. Interessant im Geschmack, ich denke, wir haben hier hervorragende Arbeit geleistet. Mit Bier geht's, deswegen meine heutige Getränkeempfehlung: Bier zum Gulasch, na no, na nicht. Prost! Jetzt habe ich einen Hunger, Herr. Bist du deppert. Es hat auch herrlich geschmeckt, der Katze. Ja, wirklich? Ja, also, ist aber lieb von dir. Lieb von mir, ja. Ich habe mich quasi aufgeopfert, ich habe verzichtet. Ja. Wie man sieht, habe ich gut gefastet. Ich finde aber den Titel falsch, Zacharissimo. Wieso? Eigentlich sollte das heißen, wie ihm heute nicht schlecht ist. Ja, das war eine Idee, ja. Also Wäre auch schön, ne? Ja, schauen wir weiter. Sagen wir zum Speien reicht's. Ja, eben, aber ich wollte ja sagen, zum Scheißen reicht's nach. Beim nächsten Mal gibt es vielleicht, je nachdem, was der Supermarkt an Überraschungsdosen wieder hergibt, vielleicht gibt es dann Katzenfutter. Keine Ahnung. Das esse dann ich, weil meine Katze hat jetzt das Gulasch gegessen, ich werde jetzt das Katzenfutter verspeisen. Klingt fair. Aber ich glaube, wir könnten da unsere Zuschauer aufrufen, vielleicht schickt sie Rezepte, die der Zacharias in seiner Kochshow nachkocht. Ja, genau. Aber es muss schon essbar sein. Ja. Und natürlich für einen Menschen, der überhaupt keine Ahnung vom Kochen hat, muss er kochbar sein. Moment, Entschuldigung, ich bin ein extrem guter Koch, ja, wie man gesehen hat. Ich weiß, ich habe schon auch mit einer an meiner Kleidung hat man gesehen, dass ich kochen kann. Ja. Da bist du auf jeden Fall weit vorne. Ja, also Jamie Oliver kann... Ja, kann ich nur das kann ich nicht mal aussprechen, was der kann. Ja, nächste Kategorie, unsere Veranstaltungstipps. Friedhof, hast du einen Tipp? Habe ich einen Tipp? In dieser ereignisreichen Zeit. Ich habe Tipps. Ja, es gibt ja so viel zur Auswahl, man weiß einfach nicht, was man tun soll, wo man so hingeht. Das einzig wirklich sinnvolle Gute, was man eigentlich machen kann, ist zum Wirten gehen derzeit, oder? Das geht. Inzwischen muss man nicht mal mehr eine Maske aufsetzen, was ja wirklich leibend ist. Vor allem ist es beim Trinken wesentlich angenehmer ohne Maske. Ja. Meine Empfehlung wäre nämlich, letzte Woche war ich in Perchtoldsdorf am Heurigen
Ich weiß gar Du nicht mehr Schnösel! wie ja er gar nichts. geheißen hat. Nein, das war sehr, sehr nett, muss ich sagen. Da hat es einen guten Spritzer um 2 € gegeben. Muss ich sagen, das war schwer in Ordnung. Danach bin ich umgestiegen auf einen Achtelwein, der war auch sehr gut. Ich weiß nicht mehr, wie er geheißen hat. Weißt du etwas? Aber ich habe noch eine Flasche mit nach Hause genommen. Passt. Andere schreiben sich den Namen auf, er nimmt sich eine Flasche mit nach Hause. Ja, ja. Also in der Straßenbahn. Das heißt, dein Veranstaltungstipp ist Berchtoldsdorf zum Wirten gehen und Zum dann Hering. Spritzer saufen, zum Hering. Genau. Und zwar mit Mundschutz hingehen und wieder am Fetzen ins Haus gehen. Passt, perfekt. Habe ich noch nie gehört. Lumpi, wo das du gehen? Also ich habe einen Appell natürlich an alle Leute hier vom Fernsehkasterle oder Laptops oder Handy oder so. Laptops. Wirtensterben geht einmal gar nicht, aber was noch weniger geht, war das Würstelstandl sterben. Oh Also yeah. bitte, spätestens, wenn die Sendung aus ist, ausschwärmen in allen Bezirken. Es gibt ein paar Anlaufstellen, Südtiroler Platz, der scharfe René, überall, ja, wo es ein gescheites Würstel kriegt, hin, wir für Wurst. Wir für Wurst. Wir für. Finde ich gut. Jetzt habe ich einen Hunger. Wir für Wurst klingt gut. Also, wenn es Gulasch dann aufgegessen ist, natürlich, das Überraschungsgulasch. Ja? Stimmt, ja. So bin ich dran jetzt mit Machst du Veranstaltungen. jetzt auch Wirtshaus auf, oder was? Ich mache jetzt ein Wirtshaus auf. Und das nenne ich Wirtshaus. Billiger Witz, ja. Das wird heißen, am Gasthaus zum cholerischen Koch. Ja. Oder gelb, einfach nur gelb. Gelb. Oder Küche, ganz schön Kastel, Gelb, I need somebody. Gelb, not just anybody. Kugel, Kastel und Kas. KKK. Wurscht. Was das? So, Veranstaltungstipp. Ihr habt gesagt, erleben Sie mal was Neues. Gehen Sie in den Supermarkt ohne Maske und schauen Sie sich die Verkäufer an dort. Also die Kassiererin am Band quasi. Ich hab's nicht mehr erkannt. Wirklich? Ja, also, Weil es keine Maske mehr aufhat. ja, die hat jetzt Ach so, keine Masken mehr ja, auf. ja. Die hat zwar immer nur diese Windschutzscheiben quasi an der Kasse, die was mir immer stört beim Eirahmen. So beim Hofer. Ja. Aber die Dame selbst habe ich nicht mehr wiedererkannt. Ja. Vor allem, man kann die Leute nicht mehr so gut anschreien. Was auch ziemlich Ja, ich gut habe es ist. eigentlich immer gern angeschrien und das, ich meine, durchs Fenster geht es jetzt auch, aber akustisch kommt nicht alles an und auch ich habe es ja gern, wenn die Spucke auch ein bisschen ankommt, wenn ich cholerisch bin. Ja. So wie du das jetzt gerade merkst. Ne. Ich bin da schon ein Fan davon. Also ich würde sagen, machen Sie das ist auch wirklich total super im Supermarkt einmal wieder anschauen, wie die Leute ausschauen. Jetzt darf man Naja, wieder. wenn es sein muss. Ja, ich habe 2 Tipps eigentlich. Zum ersten, mir kam zu Ohren und auch zum Magen, dass es wieder kleine Konzerte gibt, ganz kleine. Und da hat mir jemand ins Ohr geflüstert oder eher ins Ohr gerülpst, am 3.7. im Café Carina, wenn ich recht informiert bin, Bonjour-Tropfen. Ich kenne die Band jetzt nur vom Namen, aber ich habe mir sagen lassen, sie ist geil und feucht. Und nicht im Café Corona, sondern Carina. Café Carina am Gürtel, ihr kennt es sicher, wir haben das auch schon mehrmals aufgekriegt. Also das kann ich einmal empfehlen, oder es wurde mir gesagt, ich soll es auch empfehlen. Ich hoffe, ich mache das komplett, aber ich glaube, Was das hast du denn wird gekriegt dafür? Einen Tschuck aufs Guck und einen Spitz in den Arsch. Und der zweite Tipp, da möchte ich mich natürlich meinen Kollegen anschließen, nämlich Support Your Local Wirtshaus. Das heißt, dieses Wochenende oder kommendes Wochenende wird jeder von uns einen Einkehrschwung zelebrieren. Der Vorteil momentan ist, die Kölner und die Köche müssen Mundschutz tragen, das heißt, es wird nur mehr halb so viel ins Gulasch gespuckt. Außer ich koche. Was natürlich auch super ist. Und sagen wir es ehrlich, wer vermisst es nicht? Bumm zu vom Wirten zum Heimkreuen oder in der Straßenbahn oder im Taxi seinen Trottel runterzureißen. In die Partnerbahn scheißen. Das geht nüchtern überhaupt nicht, das kann man nur, wenn man wirklich hakeldicht ist. Und deswegen. Na, das traut man sich ja nüchtern leider nicht. So. Gehen Sie sich ansaufen, daheim macht es zwar Spaß, aber unter. Ich habe zum Beispiel gesehen, der erste Tag, wo dieses berühmte Restaurant mit diesem goldenen M wieder offen gehabt hat, Menschen standen mit den Autos Schlange. Für einen Schachtelwirt, oder was? Satz komplett mit Schuhe, Alter. Na, hauen sich komplett unter die Bullhand. Das widerspricht dem Vorhaben, etwas zu und essen. zum Wirten geht es nicht. Lebensmittel. Nein, ich darf mich gar nicht einsteigen. Halt's mich zurück, halt mich zurück. Warte, ich halte zurück. Gehen Sie ins Wirtshaus und zum Heirigen, es wird Ihnen Spaß machen und im Sommer besuchen Sie die Schanigärten. Es wird toll. Danke. Ich halte zurück. So, und das Bitte gehen Sie nicht in die für Schanigärten, wo ich bin, damit ich ein bisschen Platz habe. Genau, jetzt muss ich wieder mal Als nächstes, wir werden ein bisschen Yoga machen. Oh! Nachdem jetzt in den letzten Wochen die leichten Sachen quasi erledigt sind. Kannst du mal kurz aufstehen, Zacharias? Ich würde das jetzt sagen, also in den letzten Wochen haben wir euch bei Fit mit Fetz, habe ich euch gezeigt, wie wir diesen furchtbaren Körper in einen Adoniskörper gestählt haben mit unseren Strongman-Wochen. Schaut euch das an, die sind ein Boxerfahrt der Männlichkeit. Aber wir haben gesagt, die Strongman-Wochen sind noch zu wenig, das war viel los, das war Aufwärmtraining. Jetzt
Sind wir nicht im Bild, setz dich wieder sorry. Köpfe Jetzt gehen wir ans Eingemachte, nämlich Strongman-Wochen.at und jetzt Fit mit Fetz, die Yoga Edition. Ja. Schauen Sie sich Ihnen das an. Grüß euch und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Fit mit Fetz. In den letzten Wochen haben wir uns den Strongman reingehaut und wir haben uns richtig verausgabt bei allen Disziplinen. Und deshalb müssen wir jetzt einen Gang zurückschalten. Wir beginnen heute mit Yoga. Ich würde euch gerne wieder mal alle Übungen vorzeigen, so wie ihr es von mir gewöhnt seid. Aber leider Gottes, letzte Woche hat mir der Corona so richtig niedergebracht. 49 Fieber und Atemwegsbeschwerden und ein leichtes Jucken in der kleinen Zehe. Deshalb muss ich die Woche leider aussetzen, aber nächste Woche bin ich wieder für euch dabei. Aber wie immer habe ich meinen Atlatus dabei, den Zacharias Unfall. Grüß dich. Na, passt eh. Ja, Namenstag auch dir, gell? Also, wir beginnen jetzt mit dem Yoga und mit einer sehr berühmten Figur, eine Figur, die jeder kennt, nämlich der Hund. Passend, ne? So, also der Zacharias zeigt jetzt schon nochmal den herabschauenden Hund. Man sieht da ganz super da, der Winkel zwischen Arsch und Schultern passt perfekt. Aber natürlich, das ist nicht Yoga, wie wir es vorhaben. Das ist Yoga für los. Wir zeigen euch jetzt einmal richtig gute Hundepositionen. Gut, Zacharias? Ja, passt schon. Position 1, der scheißende Hund. Er öffnet das Herz und das Chakra im Darmausgang. Position 2, nach dem scheißenden Hund kommt der rutschende Hund. Es löst die Midichlorianer im Hintern auf und der ganze Energiefluss ist mit ihm im Einklang. Position 3, der schlafende Hund. Ja, er träumt von wilden Abenteuern, aber die Energie, sie fließt. Position 4, der aufreitende Hund. Ich spüre, da fließt was, aber ich glaube nicht, dass er Chakra ist. So, nachdem unser Hund jetzt alle Positionen brav gemacht hat, kriegt er natürlich sein Leckerli. Braver Hund, ja, er ist schon brav. So, das war's für diese Woche mit Fit mit Fetz. Nächste Woche zeigen wir euch neue Yoga-Figuren. Bis dahin, Namenstag und Namaste. Wiederschauen. Ja, also jetzt sind wir tief entspannt bei Fit mit Fetz. Bleiben Sie dran, in den nächsten Wochen gibt es noch weitere Yoga-Unterrichtsstunden und ich habe gerade gehört, unsere technischen Probleme wurden gelöst. Der Schuldige wurde schon ausfindig gemacht und liegt jetzt blutig draußen vor der Tür. Die Arschgeburt. Bei der Gelegenheit können wir gleich eine Stellenausschreibung machen, wir brauchen einen neuen Regisseur. Wir brauchen einen Tontechniker, also was für Zeit hat. Hallo Sigi, falls du zuschaust. Ja, wir spielen euch noch ein paar Lieder vor, würde ich sagen. Für die stehenden Song und sie Fenster und den Gang. Ich sorg dafür, dass Ordnung herrscht im Bau. Papier und Rahmen weg, aber ich hab's keinen Respekt. Ihr schaut mich doch für einen Drogen an. Ich bin Hausmeister. Ihr seht kein Pflaster. Im Winterraum in Schneeweg, damit sich mit der Stress angeweg. Als Dank dafür werd ich von euch nur aufgewogen. Ich sieh's an der Reklam, Ramme weg vom Gang.
Ich hacke wie ein Ficht, aber es ist so hübsch. Ich bin Hausmeister. Ich sehe kein Pflaster. Im Kinderwagen und Fahrradabstellraum fläche ich mir eine in der Nacht. Ich ein Klumpen zusammen. Jeder, der ein Hund zwickt, auf dem Scheiße vor der Tür. Ich schwör's euch, spielt euch nicht mit mir. Ich bin Hausmeister. Ihr schier kein Pflaster. Kaffee in meiner Hand, durch mein Fenster rausschauen. Wandbesetzer, Datscher, freundlich grüßen. Aber irgendwann vielleicht, da bin ich ein von euch. Ich schwöre, ich kann's, dann wird's ein Spießen. Ich bin Hausmeister. Ihr seht kein Pflaster. 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 Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ein Lied passend zur Quarantäne. Trauer, Schmerz. Einsamkeit. Isolation. Apropos einen schönen Gruß an meine Mama, die liegt gerade im Spital. Alles Gute, Mama. Muss sie auch Sie hat aber kein Corona. Kein Corona. Du, 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 du. Na, Kako. Mama, der Hammerin, da ist super, kannst du im Spital bleiben. Okay. Der Bur kümmert sich um alles. Sicher. Ja, ich hab den Hund gefiedert und bin mit der Oma Gassi gegangen. So. Friends. Be there for you. Zog ich schon seit Stunden von meinem Bier. 10 Minuten schau ich zu dir. Aber du kommst nicht, du greifst einfach nicht daher. Und ich weiß genau, du bist daheim bei ihr. Vielleicht ist hier nur irgendwas passiert. Vielleicht hat dich ein Meuchelmörder massakriert. Vielleicht liegst du ein Stückchen von Vermisskiven verteilt. Du, das war mal lieber, sie du hast den Franz erfreut. Was hat er, was ich nicht hab? So was findest du nur an dich.
Der ist so klein als ich und der hat nicht einmal erhalten. Er hat keinen Führerschein und keine Wohnung und furchtbar schlechte Zähne, die verstehen nicht, warum du ihn viel lieber magst. Komm mal vor, es wird das größte weh, weil ich wie ein Volltrottel noch immer auf dich steh. Doch du lässt mich warten, erst es ist zum narrisch werden. Legst mit Franz in der Hapfen und ich lass deppert sterben. Ich soll wieder mit lachen, jeder kann es machen, ihr stützt mich wie den größten Trottel hin. Kommt dieses Unikum, ihr verkauft den doch Beton zum 100.000. Mal, frag ich mich. Was hat er, was ich nicht tut, so was findest du nur an dem. Er ist so klein als ich und er hat nicht einmal erhalten. Der volle Hund. Er hat keinen Führerschein und keine Wohnung und furchtbar schlechte Zähne, die verstehen nicht, warum du ihn viel lieber magst. Er ist alt und schier, kann nur fressen und schlafen. Der kriegt öfters als ich, vor die 4 umeinander. Er ist ungepflegt und er fährt aus der Gosche. Der dreckiger, grediger, grauhaarige Herzzerreißend. Ja, Wahnsinn, ne? Oh, der Herr hat den Ventilator gefunden. Ah, aber wo ich Because I needed to fart. Wo ich Zacharias und Strom, ob das so eine gute Kombi ist, ich weiß nicht. Lack ein Bier rein. Ja? Ich hab kein Bier in der Nähe, also kann nichts passieren. Okay, wir machen jetzt noch ein Lied für euch, dann schalten wir ganz schnell zu ein paar anderen Beiträgen und dann kommt der Chillflash. Das Wichtigste, was ihr wissen müsst, eure Nachrichten in der Post-Corona-Zeit. Ein alter Klassiker, den wir lange nicht gespielt haben. Ich geh zur Hertha, wann ich angelangt bin, ich ganz sicher. Blutenfurt, warum nichts mehr geht, steck die Wahrheit in meinen Mund und Richter. Blutenfurt, Ehrlichkeit kein Weg, ich sauf gar nicht gern, doch zur Knochen ist sie fähig. Sofort, Lanzenfeld. Die Härte geht dazu, schaut uns aus, was im Mann ist schon. Blutenfurt, grab ihn noch mehr das Schweine voller Inbrust vor die Haustür. Blutenfurt, wo wir mal haben, wahrscheinlich hat sie recht, das handelt sich nicht wirklich komplett. Komplett! Lanzenfeld! Kannst nichts machen, komm mal wieder durch. Zieh mir aufregt, ist mir das am Wurst. Krieg ich an der Seil, darf man mal dazu. Hab ich bald persönliche Ruhe. Lanzenfeld! Das andere brauchst.
Kinder, saufen ist gesund. Yeah! Na, das war aber schön. So, also. Passt. Neuigkeiten, oder? Wir sind gleich wieder da und dann gibt es Nach einer ein kurzen Chillflash. Werbepause. Mas daqui por trás da cápsula vai. Ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero perrear. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Where the single wind can hide away. I believe I can fly. Good to have you here. Thank you so much. You look beautiful, Nishka. Well, I'm a little bit chilly, Jan. That's okay. Alki, I don't want to put my mouth on that now. That's absolutely You hear that? disgusting. Oh my goodness. You Jennifer, I'm not often speechless, but I you think hear I've that? actually been caught speechless Ian now. heard it. Die Würde ist schlecht, das wissen wir wohl. Und schuld dran ist der Alkohol. Montag, irgendeine Uhrzeit. Herzlich willkommen zum Chillflash, die einzigen Nachrichten, die hundertprozentig Fake News frei sind. Wir beginnen in Österreich. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wurden mit dem heutigen Tag weitgehend gelockert. Ab nun dürfen sie wieder genüsslich Menschen ins Gesicht husten oder ihren Rotz auf die Straße schlatzen. Um die Herdenimmunität für die kommende zweite Welle zu stärken, wird aber nun empfohlen, täglich mindestens 3-mal einen Sitzplatz in der Linie U6 abzuschlecken oder bei der Vorbeifahrt an einem Krankenhaus mehrmals laut zu hupen. Zur Politik. Im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Thema Ibiza-Video kommen nun nach und nach mehr Einzelheiten ans Tageslicht. So soll in dem Video unter anderem zu sehen sein, wie Johann Gudenus 30 Decker Pralfetten sich intravenös spritzt und während Ex-FPÖ-Chef Strache die Zehennägel der vermeintlichen Oligarchen nicht mit einer Flex abschleift. Über weitere ungustöse Szenen wird noch immer spekuliert. Fest steht jedoch seit heute, dass das vollständige Video der Öffentlichkeit gezeigt wird. Österreich wird dieses Video neu verfilmen und beim Oscar für den besten nicht-amerikanischen Film einreichen. Man erhofft sich dabei große Chancen auf diesen Oscar. Das Drehbuch verfasste Quentin Tarantino. In den Hauptrollen sehen Sie Otto Schenk als HC Strache und Alf Beuer als Johann Gudenus. Als Hollywood-Star à la Bonheur konnte man noch für die Rolle der russischen Oligarchennichte Wesley Snipes gewinnen.
Wir kommen zum Sport. Forscher der Deutschen Sportuniversität in Sauersberg-Rüppelshafen haben nun herausgefunden, dass das Coronavirus an Gefährlichkeit verliert, wenn man im Gebirge vom Tal auf den Berg geht. Aufgrund dessen wird jetzt für den Wintersport werden einige Regeln geändert. Die traditionelle Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel wird diesmal im Ziel gestartet und die Läufer müssen bergauf zum Starthäuschen auf 1800 Metern fahren. Dadurch wird das Rennen natürlich sehr lange dauern. Die Siegerzeit wird mit ca. 4 Stunden geschätzt. Durch das große Starterfeld von 68 Läufern wird das Rennen wahrscheinlich 17 Tage dauern. ORF1 überträgt live und durchgehend mit Kommentaren von Armin Assinger und Janine Schiller. Und wir kommen noch, quasi Janine Schiller, ein perfektes Stichwort, zum Society-Teil, jetzt neu im Chillflash, der Society-Teil. Beim traditionellen Sauschädelwettessen in St. Ignaz am Leistenbruch traf sich auch heuer wieder das Who is Who der österreichischen Seitenblicke-Gesellschaft zum karitativen Sauschädelverzehr. In der Kategorie schnellster Sauschädelesser konnte Dompfarrer Toni Faber seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen. In der Kategorie Fressen ohne Messer und Gabel und ohne Genierer siegte überraschend die Grand Dame des österreichischen Films Christiane Hörbiger vor dem Feuerwehrkommandanten von Kneixenstetten Rudi Ohrwaschler. Der Reinerlös der Veranstaltung geht an den wohltätigen Verein Industrielle ohne eigene Yacht. Das war's für heute vom Zillenflash. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ich gebe weiter zur Werbung. Wiederschauen. Sie können Ihren Kaffee auf zweierlei Art süßen. Mit Zucker. Also mit 40 Kalorien. Oder mit Mutterbutter. Süßkraft. Also mit 0 Kalorien. Mein Name ist Ute Meinker. Ich bin 38 und habe 2 Kinder. Ich male leidenschaftlich gern. Aber Haushalt und Kinder lassen mir wenig Zeit dazu. Viel zu wenig. Auch zur Schönheitspflege. Da nehme ich Mutterbutter. Das ist unproblematisch, herrlich leicht, zieht schnell ein und glänzt nicht. Wirklich. Mutterbutter. Ist für mich genau richtig. Also, mir als Metzger ist es nicht wurscht, womit Sie meine Koteletts braten. Ich empfehle Ihnen Mutterbutter, denn mit Mutterbutter, da schmeckt Ihr Fleisch so richtig nach Fleisch und nicht nach Fett. Mutterbutter. Scheibletten sind jetzt in vielen Geschäften im Angebot. Die saftigen Toastscheibletten zum Überbacken, zum Beispiel für heiße Früchtetoasts. Die herzhaften Holländerscheibletten zum Frühstück und zum Abendbrot. Mutterbutter hat die Vielfalt, die Sie sich wünschen. Ob heiß zum Überbacken oder kalt aufs Brot. Scheibletten über alles. Achten Sie beim Einkauf darauf. Scheibletten gibt es nur von Mutterbutter. Ja, wieder da sind wir wieder. Ja, ja. So eine kulinarische Sendung heute, oder? Jetzt die ganze Zeit Mutterbutter. Sauschädel Ich glaube, in der Quarantäne, wo wir alle, wenn wir uns ehrlich sind, ein bisschen zugenommen haben, haben wir auch zu schätzen gelernt, dass die Kulinarik gar nicht so unterzuschätzen ist. Ich möchte übrigens noch kurz nachhaken zum Chillflash. Da wollte ich auch noch was sagen. Es wird nämlich nächstes Jahr wieder ein Sauschädel-Wettessen geben, aber mit nur für Prominente, das heißt nicht für uns leider. Ach so, ich habe eigentlich darauf gespitzt, dass wir das nächste Jahr vielleicht uns als Band gemeinsam einen Sauschädel teilen. Da haben wir auch gesagt, so die Positionen ausmachen vorher. Linkes Schweineohr ist der Loni dann, der Lumpazi. Was hat das, wenn uns als Band einen Sauschädel teilen, wir mehr haben? Aber was ich sagen muss auch noch dazu, ich finde es eigentlich gut, dass diese Randgruppe der C-Prominenz jetzt auch endlich vertreten ist in den Nachrichten, weil die sind vollkommen zu Recht natürlich noch nie vorgekommen. Ist aber wichtig eigentlich, dass wir diese Randgruppe endlich ein bisschen pushen. In Zeiten von Corona muss man die Prioritäten ordnen. Wenn sie keine eigenen Yachten haben, ist es traurig und auch zutiefst erschütternd. Diese armen Menschen nicht ins Rampenlicht. Ich habe gerade kurz den Arm so gehoben und er ist weggerannt. Ich weiß nicht, warum das der Grund war. Schon wieder fast am Ende der Show. Habt ihr noch Fragen an uns? Bitte in den Chat die Fragen rein. Wir beantworten sie gerne oder auch nicht, aber schreibt uns irgendwas. Was wolltet ihr schon immer über Oder grüßt uns einfach, Shoutout, dann schreiben wir euren Namen ganz laut. Also bitte, Zusammenfassung der Show. Stimmt, oder schreibt Wörter in den Chat, von denen ihr glaubt, wir trauen uns nicht, sie sagen.
Wir trauen uns nicht, Sie sagen. Ich wüsste eins mit Wasser hinten. Deutschkurs. Ich muss passen. Das kann ich muss nicht passen. sagen. Ich bin Beamter. Orgasmusschwierigkeiten. Ja? Orgasmusschwierigkeiten. Na, aber oder Sätze, die wir niemals sagen würden. Dieses Würstel kann ich unmöglich essen. Das Bier ist zu warm. Das Nein, bringt es nicht. nein, danke, ich bin satt. Oh, ich bin satt. Was? Nein, ich will kein Bier mehr. Ja. Ich bleibe halt nüchtern. Oh ja, dieses Kind ist von mir. Oder Sätze, die wir noch nie gehört haben. Ja, die Show war wirklich gut. Ihr habt fehlerfrei gespielt. Ja, du kannst meine Telefonnummer haben. Stimmt, den Satz höre ich aber oft. Ja, das ist wirklich meine Telefonnummer. Das ist wieder was anderes. Die fängt mit 0800 an. Mit 555. Ja, genau. Ja, ich folge dir gerne auf Zimmer 14 im Hotel. Ja? Seltenheit, ja. Ja, es ist Ich hab nachdem ich immer auf Zimmer 16 schlafe, du weißt es doch. yes. Weil ich schlafe im Stockbett immer über dir. Ja, der Du hast Penis sogar muss so zwei Schlüssel riechen. gehabt, den wir einen zweiten jetzt haben. Ja? Der King Louis hat eine Frage. Darf er uns nur Bier schicken, die wir noch nicht hatten? Wenn ja, wäre eine Liste gut. Ich glaube, es ist eigentlich vielleicht sollten wir wirklich mal eine Liste anlegen. Ja. Aber bei diesen verlorenen Geschmacksknospen, die ihr habt, ist eigentlich relativ wurscht. Da können wir eigentlich so machen, dass wir in der nächsten Staffel der Rotshow vielleicht jedes Mal das gleiche Bier haben. Habt ihr nicht sogar schon zweimal Ottergringer gehabt oder so? Ja, ich sage nochmal immer Ottergringer, wenn es mir nicht schmeckt. Aber wie das Ottergringer dann war, hat es mir geschmeckt, glaube ich. Ja. Also das ist eigentlich so, wenn ich das Etikett nicht sehen kann vom Ottergringer, dann schmeckt es mir eh. Also generell, King Louis, kann man sagen, danke übrigens, dass du dich für uns interessierst. Und ja, du kannst uns gerne Bier schicken, egal welche Marke, aber wenn wir es schon in der Sendung gehabt haben, wie ja schon gesagt, und wir beiden Kapazunder werden es wahrscheinlich eh nicht erkennen, aber das Interessante daran sind ja unsere Reaktionen und unser Unwissen. Also, wenn du uns Bier schicken möchtest, bitte ein Mail an booking@rotzpipen.at oder du schreibst uns eine Nachricht auf Facebook, da sind wir auch vertreten. Irgendeiner, der betrunken genug ist, kümmert sich darum. Und dort werden wir dir dann unsere Adresse zukommen lassen, damit du uns das Bier schicken kannst. Am besten schon verpackt, sodass wir es nicht erkennen können beim Öffnen, klarerweise. Die Feli fragt, was mit dem Musikwunsch ist. Ja, liebe Feli, das war leider so kurzfristig nicht mehr möglich. Wir sind immer gut vorbereitet, schreiben die Setlist ungefähr 4 Wochen vorher, proben dann sehr intensiv und können so kurzfristig die Lieder leider nicht ändern. Was war denn der Musikwunsch? Bei der nächsten Show. Die Würstelpolka. Die Würstelpolka hätte sie gern gehabt. Ein kleines braunes Würstel. Würstelpolka. Machen wir das nächste Mal. Die Würstelpolka hätte man generell nicht spielen dürfen, weil ich bin jetzt schon so hungrig. Und dann noch Würstelpolka ist die Aufgabe. Das hätte natürlich zu unserer kulinarischen Sendung sehr gut gepasst, aber wir müssen halt mit Gulasch Vorlieb nehmen. Beim nächsten Mal machen wir dann vielleicht wieder Würstel. Das nächste Mal gibt es die Gulaschpolka. Genau. A cappella. Acapulco. So, Nein, wir singen nicht Acapulco. Rolettentoaster, Flaschenbier ist auch erlaubt, völlig egal. Ich glaube, ihr habt einmal eine Flasche auch bekommen. Ja, die war in so Klebeband eingewickelt. Ja. Genau. Also auch grundsätzlich, es gehen Fässer, Flaschen. Ich meine, natürlich aus Transportgründen sind natürlich Dosen, glaube ich. Ja, und wenn es uns sowas schickt, packt das ordentlich ein, weil sonst haben wir nur einen nassen Karton. Also. Ein Tanker geht auch, eigentlich ist wurscht. Ja, oder ich schick's gleich Fasel. Ja. Genau. Wir sind da nicht so unschmeckt's eh nicht. Weil Ich schick's an Wirten. Die Lea hat eine nette Frage gestellt. Sie fragt, wie wahrscheinlich es ist, dass bei der Bierverkostung ausländisches Bier erkannt wird. Ich glaube, genauso wahrscheinlich wie Ja, eben, genau. Gleich wahrscheinlich 0. Aber natürlich, der Gedanke ist gut, wenn man uns Bier schickt, das man in Österreich nicht oft bekommt. Weil dann können wir international dumm granteln, sag ich jetzt mal. Dass wir mal international beleidigen. Ja, schon. Also, ich glaube, mit den österreichischen Bierbrauer haben wir jetzt schon mal generell gegen uns versammelt. Ja, also es ist eher unwahrscheinlich, dass wir dann Sponsor kriegen in der Richtung. Ich glaube nicht, dass wir jemals eine Otterband werden oder sowas. Das wird's nicht. Gibt sowas? Okay, ist mir auch wurscht. Ich glaube, das einzige Bier, was euch bis jetzt geschmeckt hat, war Gambrinos, oder? Da habt ihr beide gesagt, das ist gut. Das sagt ja auch sehr viel über unsere Kompetenz. Es hat 2, 3 gegeben, wo man gesagt haben, das ist gut, aber kauft ich habe halt beim Bietinger auch gesagt, jo, ein bisschen hinterher geht's. Es schmeckt wie Kapsreiter, hast du gemeint. Genau. Ja, na, wie Kapsreiter, wenn man, ja, unter Kapsreiter kostet das 5 War nicht so, wie so das Kapsreiter, wie die schmeckt. Ja. Schickst uns einen Kapsreiter und jetzt es nicht verstecken, dann wissen wir es vielleicht. Gut, gibt es sonst noch Fragen? Wir sind gerade in Antwortlaune. Schickt uns Fragen. Ich hätte eine Frage ans Publikum. Wer hat mitgezählt? Wie viele technische Pannen gab es heute in der Rotzshow? Also die Antwort eine, die ganze Show gilt nicht. Also die ganze Show ist keine Panne. Aber wie viele technische Pannen gab es? Das wäre nämlich meine erste Frage gewesen, danke. Ich möchte dazu sagen, heute wurde von mir nichts falsch gemacht. Noch nicht. Noch. Wir sind noch auf Sendung. Ja. Es steht noch immer Bier da und es gibt noch immer Steckdosen. Da ist immer noch das Mikrofon zum Kaputtmachen. Ja, genau. Also ein Handy gefällt mir auch schon was richtig ich dies kann noch werden. Ja. Die Lea hat noch gefragt, wie mutig die Verkoster sind.
sehr mutig. Ja, ich habe schon bitte mal einen Wurm aus einem Schnaps getrunken und das war aber dann kein Tequila und der Wurm war kein Wurm. und die Lady war keine Lady. Oh. Wie mutig sind die Verkoster? Ich kann es einmal so sagen, also ich bin dahingehend schon sehr mutig. Habt ihr die Sendung gesehen, Sararissimo? Ja. Das Gulasch. So mutig ist ich habe es zwar nicht gegessen, aber ich habe es gekocht. Das ist schon... Ja, mein mutigste Tat ist eigentlich, das hat jetzt auch mit dem Bierkosten wenig zu tun, dass ich eigentlich immer, wenn wir unterwegs sind bei Konzerten, mit ihm in einem Zimmer schlafe. Und wer schon mal neben den Lumpi genächtigt hat, der weiß, der Lumpi hat oft so Anwandlungen, speziell dann, wenn er besoffen schlaft, dass er auf sein Polster eintrischt und laut herumflucht. Also das, neben ihm zu schlafen, ist wirklich mutig. Aber Lumpi, erzähl mal, ist das irgendwas, hast du das geerbt oder hast du das selber angewendet? Ich weiß gar nicht. Nein, das ist eine psychologische... Kriegsführung gegen das so ein unterbewusstes... quasi Abarbeiten von den Tagesereignissen. Ja? Weil ich stehe ja schon mal in der Früh auf, schaue mir in den Spiegel und der Spiegel hat einen Sprung und meine Faust ist blutig. Ja? Also ich fange nicht so an mit, ich kenne die zwar nicht, aber ich putze trotzdem die Zähne. Also du sagst, ich kenne die gut genug, dass ich da gleich einen in die Kuschen habe. Es ist halt, ich meine, selbst Military-Grade Panzerglas ist nicht gefeit davor. Ja? Und ich glaube, das passiert halt dann einfach beim Verarbeiten der Geschehnisse des Tages. Ja? Zum Beispiel heute war so ein wunderschöner Abend mit euch. Ich bin mir sicher, ich brauche morgen keinen neuen Polster, ja? Weil der Abend ja so schön war. Also wenn Sie morgen vorbeigehen bei Lumpi Schlafzimmerfenster in der Früh, passen Sie auf, es könnte das ganze Bett beim Fenster rausfliegen mit einem lauten Raus, du Sau! Also, aber kurze Rückfrage an die Lea. Was meinst du mit, wie mutig sind die Verkoster? Was willst du leicht schicken? Was für eine Ekelhaftigkeit. Selbstgebrautes Natursekt. Jetzt bin ich aber neugierig. Ja, schick's uns. Ja. Wir werden dann Gastverkoster. Ja, stimmt, da haben wir wieder einen Gast und sagen, schau, zur Ehre des Gastes, du darfst jetzt. Aber Gastverkoster, vielleicht, weiß ich nicht, man bringt den Spritzwein, vielleicht können wir einen Häupl mal einladen. Ja, also die Lea bedankt sich für die Antwort. Der King Lou tippt auf 0 Fehler, das finde ich sehr nett, danke. Stimmt eigentlich, das ist die richtige Antwort. Ja. Aus Ausland zurückschauen. Ich meine, naja, bleibt da keiner über, wenn die ganze Sendung nicht als Fehler zählen darf, dann gibt es keine Fehler. Der Rose Pippen tippt auf 2. Das ist ja Frechheit, würde ich sagen, oder? Das ist eine absolute Frechheit. Kommt drauf an, wenn es ein durchgehender Fehler ist, ab wann zählt man den nächsten. Vielleicht habe ich es nicht genug betont, es geht um technische Fehler, nicht die Fehler, die wir beim Musizieren gemacht haben, weil da kommen ungefähr 1000. Es geht um technische Fehler. Ja, ich rede jetzt einmal von mir, ja. Die waren es auch annähernd so viele, oder? Wir waren es 2.500. Der Andreas Friedrich hat eine super Frage. Wann fährt es wieder auf die Almhütte? Gute Frage. Wir wollen ja auch wieder ein Album basteln. Mal. Fritz, du alte Scheißausfliegen. Aha, was wissen wir da nicht? Das ist der Glinsenbeil. Das macht er nicht. Grüß euch, Glinsenbeilen. Wann fahren wir wieder auf die Almhütte? Ja, wenn wir das nächste Album machen. So, Gegenfrage. Wann machen wir das nächste Album? Ja. Naja, wir könnten schon dieses Jahr mal auf die Hütte fahren und Texte schreiben und das Jahr drauf dann die Lieder ausarbeiten. Ich glaube, wir müssen nicht dazu erwähnen, dass diese Hütte, auf der wir da immer waren, die liegt in diesem kleinen, unbedeutenden Ort Ischgl. Und ich habe gehört, dort ist momentan nicht so pralle mit Tourismus. Die leiden noch immer unter unserem letzten Album, das wir dort aufgenommen haben. Ja, die haben alle evakuieren müssen, nur wegen uns. Na, ich weiß ja auch nicht, die Fotzritze, oder wie heißt das? Was? Das ist das Lokal? Die Kitzritze oder so. Das Kitzloch, ja. Das wäre ja eigentlich ursprünglich unser Bandname gewesen. Ja. Das Kitzloch, wir haben uns dann für Rotzpippen entschieden im letzten Moment. Schade eigentlich, weil Kitzloch wäre jetzt quasi viral gegangen. Und zwar wörtlich. Bravo. Frage ans Publikum. Wenn wir nicht Rotzpippen heißen würden, wie sollten wir eurer Meinung nach dann heißen? Dire Straits. Die Arschband-Zöder. Schreibt uns alternative Namen für unsere Band und dann machen wir Schluss für heute, glaube ich. Wir benennen die Band dann entsprechend um. Ja, genau. Ja, der Proletentoaster meint nach Zacharissimo sollte nach der ORF-Freistunde laufen. Ja, finde ich auch. Ich schaue nämlich jeden Tag die ORF-Freistunde, bevor ich in die erste Klasse gehe. Jetzt hast du Ferien gehabt. Und den Abschluss nachholst. Und den Abschluss nachholen in Kochen übrigens. Und da schaue ich mir gerne die Freistunde an und ich denke, das würde auch gut passen. Ich werde es im ORF vorschlagen, ich sage euch dann Bescheid. Ich muss halt ein Treffen mit der Obrigkeit im ORF haben und da muss man halt richtig gut besprechen. Aber nimm einen langen Sträumen mit, weil er 1 Meter Abstand zum Tisch ist. Ja. Wegen am Distancing. Distancing, ja. Distancing. Na gut,
Wenn es keine Fragen mehr gibt. Wann gibt es die nächste Roadshow? Wann wäre die nächste Roadshow? Ja, das ist allgemein bekannt. Oder wir haben jetzt den 2-Wochen-Rhythmus. Das heißt, in 14 Tagen machen wir es wieder unsere Home. Machen wir es wieder. Eigentlich wie eine Baby-Elefanten. Machen wir eine Corona-Home-Edition wieder mal, oder? Damit wir unsere faulen Kadaver nicht vor die Tür bewegen müssen. Und dann in 4 Wochen müssen wir uns wohl oder übel wieder im Proberaum treffen und dann stellen wir halt vielleicht auch eine Kamera auf. Hier in Ischgl im Proberaum. Ich glaube, so werden wir das machen. Und wer weiß, vielleicht ändern sich ja wieder ein paar Auflagen, was Konzerte und so betrifft. Also wir halten euch auf dem Laufenden und auf dem Gehenden. Eigentlich sollten wir ein Konzert planen, wo 100 Leute dürfen dann und so und das wirklich machen. Ich möchte noch ein spielen vom Sommer. Also vor dem Sommer? Vor dem richtigen Sommer. Im Sommer? Ja. Oder im Sommer, wurscht. Mir wurscht. Bei mir zu Hause, wenn es nötig ist. 100 Leute passen da rein. Ja, bei einem Konzert wäre ich eigentlich grundsätzlich dabei. Wirklich wahr. Na gut. Vielleicht schaue ich auch vorbei. Gut, jetzt sagen wir das war's. Roadshow, die erste nach der Quarantäne. In 14 Tagen immer wieder montags. Genau. Die Roadshow. Roadshow, Quarantäne. Genau, die erste Lockerungsshow quasi. Ich hab's auch gespielt, ja, es war locker. Ja. Wir hoffen, euch hat's gefallen tun. Wenn nicht, ist uns auch wurscht. Und wenn doch, freuen wir uns sehr. Und wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin. Tata. Tata.